willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal meine neuen Schätze, auch Geschenke genannt. Also ein What I Got for Christmas Video. Das mache ich aber natürlich nicht, um irgendwie anzugeben oder euch zu zeigen, dass es bei Weihnachten ja nur um Geschenke geht. Nein, das andere so nicht alles im Vordergrund. Aber ich dachte mir, so ein Video gehört irgendwie einfach zur Nachmittagszeit dazu und deswegen hatte ich schon sehr lange vor, das zu drehen und mache es heute auch. Und übrigens wünsche ich euch natürlich wie immer ganz viel Spaß dabei. Beginnen wir mal hiermit, und so ist es Just Dance 2016 für die Wii. Jedenfalls liebe ich alle Just Dance Teile, ich habe alle und habe alle durchgetanzt. Nur mit der Zeit wird es natürlich immer so ein bisschen langweilig, nur zu denselben Liedern zu tanzen. Und deswegen wünsche ich mir jedes Weihnachten immer gleich wieder einen neuen Teil. Und diesmal habe ich es vergessen, aber diejenigen, die mir das geschenkt haben, auch Eltern genannt, wussten das irgendwie trotzdem, dass ich das gerne haben möchte. Und haben es mir trotzdem gekauft und ich habe mir sehr darüber gefreut und habe auch schon wieder sehr viel getanzt damit. Das nächste kann ich leider nur einblenden, denn das ist hier hinter der Kamera. Und zwar sind das zwei Studioleuchten, über die ich mich sehr gefreut habe. Denn wenn ich euch jetzt nicht sagen würde, dass es schon sehr spät am Abend ist, seien wir mal ehrlich, dann hättet ihr es wahrscheinlich vom Licht her gar nicht gemerkt. Denn mein riesiges Zimmer ist stockdunkel und hier steht ein Rampenlicht. Jedenfalls ist es als YouTuber sehr schwer, wenn man keine Studiolampen besitzt, weil man ja auch nicht nur immer vormittags filmen möchte. Und jetzt gerade im Moment wird es hier super schnell dunkel, also hat man irgendwie überhaupt keine Zeit, im hellen Tageslicht zu filmen. Aber letztendlich kann ich mich auch zu den YouTubern nennen, die auch in der Nacht filmen können. Dunkelheit, ich habe dich besiegt, du kannst mir nichts mehr antun. Hoffentlich ist die Dunkelheit jetzt nicht böse auf mich und macht meine Studiolampe kaputt, das wäre nicht so cool. Sorry, tut mir leid. Klar, logisch. Und wir kommen zum nächsten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das sind die Benefit Party Poppers, die ich geschenkt bekommen habe. Yay! Ich habe mich jetzt im Ernst so drüber gefreut. Und so sind hier drinnen 12 kleine Benefit-Überraschungen, also 12 ganz kleine Benefit-Produkte. Zum Beispiel ist hier so eine kleine Creme drinnen oder die der Real Mascara, dann auch noch Professional und ganz viel mehr. Nur das Einzige, was wirklich an diesem Ding nervt, ist jedes Mal, wenn sich das einen Millimeter öffnet, ja, und das kann auch nur sein, wenn man das Fenster öffnet und einfach ein kleiner Windstoß, das wirklich so einen halben Millimeter öffnet, ich spreche aus Erfahrung, dann passiert das. 12 things and parties that make them pop for me. 12 humps of flirty scratch pudding sit on my darling line. Bits of bling for flattering selfie rich. Ich hoffe, das ist fertig. Ja, jedenfalls könnt ihr jetzt auch schon sehen, das ist wirklich wie ein Adventskalender aufgebaut. Also ich habe natürlich alles schon ausgemacht, weil ich natürlich so schnell wie möglich an die Produkte ran wollte und nicht warten konnte, bis ich jetzt das Video drehe. 3 Tage später, ich glaube, ich bin auch noch der letzte YouTuber, der so ein Video raushaut. Naja, jedenfalls sind eben, wie ich schon sehen kann, 12 kleine Türchen gewesen und da sind so ganz viele liebe kleine Überraschungen drin. Und also somit hat man quasi 12 Fliegen auf einer Klatsche, nämlich 12 kleine Benefit-Produkte und das finde ich mega cool. Dann machen wir mit diesen 2 kleinen Überraschungen weiter. Und so sind die beide von Vivias Rocher, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Denn das ist einmal ein Duschbad, das so lecker nach Vanille riecht. Falls ihr das Bellen gerade hört, ich bin mir nicht sicher, das ist mein Hund unten, der gerade irgendwie durchdreht. Und es riecht so gut und ich habe jetzt wieder Duschbad an der Oberlippe. Yay! Jedenfalls einmal das hier und dann auch noch ein Lipbalm mit Orange Konfittier und Amande. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was es ist, falls ihr das wisst. Ich habe nämlich keine Ahnung. Jedenfalls riecht es auf jeden Fall sehr gut. Und diese Lipbalms von dieser Marke pflegen auch sehr schön. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Leute, ich zeige euch jetzt die schönste Verpackung, die ihr jemals gesehen habt. Oh mein Gott, ich bin verliebt in diese Verpackung. Ich werde diese Verpackung nicht wegschmeißen. Die Verpackung ist richtig cool. Naja, jedenfalls geht es weniger um die Verpackung, sondern eher um das, was drin ist. Nämlich ist es der Urban Decay Naked Skin Concealer in der hellsten Nuance, nämlich heißt die Fair Natural. Und ich werde den jetzt einfach mal auspacken, ne? Muss auch sein.
versichert, den habt ihr schon bei der einen oder anderen Make-up-Tutorial oder irgendeinem anderen Beauty-Video gesehen, denn der wird mega gehypt auf YouTube und generell irgendwie überall. Und denn, Leute, ich muss euch jetzt auch eine kleine Story erzählen. Ich wollte mir den eigentlich vor ungefähr 2 Monaten bestellen, einmal mit Douglas. Als ich mir die Make-up-Palette bestellt habe, da wollte ich den mitnehmen. Und dann war der immer ausverkauft und ich wollte wieder mal nachgucken. Dann waren 5 auf Lager, innerhalb von einer Minute aber wieder weg. Und ich konnte den nicht erwischen und ich weiß nicht, vielleicht war derjenige, der mir das geschenkt hat, ein Fabelwesen oder so und hat irgendwie hergezaubert. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber jetzt habe ich ihn und ich freue mich sehr, dass ich ihn jetzt habe und werde ihn ganz fleißig benutzen. Dann kommen wir zu 2 ganz schönen Nagellacken von Essence, nämlich ist das beide aus der Winter Wonderful Limited Edition und so ist es einmal ein semi-mattes Blau und wie heißt es eigentlich? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ja, hier. 02 de Semi-Matt. Aha, sehr kreativ. Und dann habe ich hier auch noch den passenden Topcoat, nämlich einen glitzernden aus der Nuance 01 Winter. Oh mein Gott, Leute, ich kann es nicht lesen, das ist, weil ich schriftlich weiß. Das ist nicht so klug gemacht. Aber auf jeden Fall sieht das so aus. Diese Limited Edition gibt es auch noch, ich glaube bis Jänner oder so. Also falls ihr die auch noch erwerben wollt, dann würde ich mich beeilen. Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar gibt es noch was ich jetzt nicht so vor der Kamera zeigen kann. Jedenfalls ist es so ein richtig cooler Hintergrund auf Screen genannt und der ist eben schwarz und dann habe ich den gleichen auch noch in weiß bekommen mit Hintergrundsystem und Stativ und ihr könnt es eigentlich wie so eine riesige Leinwand vorstellen. Nur das einzige Problem ist nämlich, der Stoff, beziehungsweise Stoff, es war eher Papier, wurde nicht zusammengerollt, sondern geknickt. Jetzt hatte ich 50.000 Falten drinnen und man konnte das nicht mal bügeln, weil es eben, wie schon gesagt, eigentlich Papier war und kein Stoff. Und also jetzt werde ich anstatt eben dieser Leinwand, aber Hintergrundsystem und Stativ habe ich ja trotzdem, ein Tischtuch benutzen und hoffen, dass es gut funktionieren wird damit. Aber ich denke schon, denn ein Tischtuch kann man auch bügeln und ein Tischtuch verarscht einen nicht auf Amazon, ja, der tollste Stoff und so und dann ist es so ein Papier. Oh, Leute, ich muss euch jetzt den schönsten Highlighter auf der Welt präsentieren und so ist es diese hier. Jedenfalls ist es der Mary Lou Manizer, den ich natürlich auch geschenkt bekommen habe und das ist wirklich unübertrieben das schönste Highlighter, den ich jemals hatte, den es gibt und ich bin echt highlighter-süchtig. Ich habe so lange nach einem guten gesucht und gefunden. Ja, wir haben es gesucht und gefunden, ne? Es war Liebe auf den ersten Blick, meine Lieben. Dann kommen wir zu einer DVD, nämlich, wer hätte es gedacht, ich glaube, es ist keine Überraschung, dass ich gerade mir den kaufe. Und so ist es Kartoffelsalat. Yay! Wer annäherungsweise auf YouTube aktiv ist, wird diesen Film ganz bestimmt kennen. Nämlich ist er von Fresh Turkey produziert und da spielen eben auch ganz viele andere YouTuber mit. Eben zum Beispiel Bibi, Dagi, Dima, Sascha, die Lochis, Choice und so weiter. Und der ist eigentlich sehr cool, nur manche Witze sind so flach. Oh mein Gott. Leute, bitte ignoriert diese Witze, weil, also ich will hier nicht spoilern, aber mal den Teufel an die Wand und dann sitzt er wieder und mal wirklich den Teufel an die Wand. Es ist nicht lustig, Leute, es ist nicht lustig. Aber so an sich, wenn man das ignoriert, ist das auf jeden Fall ein cooler Film. So, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn das der Fall ist, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen hoch oder mit einem Abo. Da würde ich mich wie immer auch sehr freuen. Vor allem bleibt ihr dann auf dem neuesten Stand und verpasst kein Video mehr im neuen Jahr. Jetzt verlinke ich euch hier nochmal mein letztes Video und hier mein vorletztes. Hier seht ihr meinen Instagram-Namen und hier meinen Snapchat-Namen. Ich bin jetzt auch seit längerem eigentlich schon auf Snapchat ebenfalls. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye!